Skischanze springen. Sie hat das Gefühl gehabt, hey, wäre doch witzig, mal so eine Simon Ammann 2.0, oder? Bist du eine? Zu dem später. Und er hat dann gesagt, ja, easy, treffen wir uns hier zu Einsiedeln an der Skisprungschanze und dann machen wir das. Ich würde sagen, wir sind ready für die grosse Schanze. Er ist oben ran und dann hat er gesagt, hey, schau, einfach hier jetzt runterfahren, basically. Und ich bin so, how? Das war der letzte Schnaufen, bevor es losgeht. Gut. Willkommen beim Podcast «Niemals nie». Der Schnaufen gehört auch in die Anmodi, weißt du? Ah, der gehört auch dazu? Ja, genau. Das schneiden wir auch rein? Ja, wir sind schon live, Stefan. Schon live. Jetzt geht ja ruckzuck, du. Ruckzuck geht's. Du bist da, das finde ich schön. Es hat kein schlimmes Umfeld gegeben. Es ist auch wieder mal... Hey, wieder mal danke, Anja, dass du mir einfach wieder mal das Zeug machen lässt. Ich glaube, ich muss ein bisschen gemeiner werden mit meinen Aufgaben. Schon? Habe ich das Gefühl. Aber hey, zu dem mehr am Ende von diesem Podcast. Genau, so viel zu dem. Ja, Stefan, du bist Skispringen. Das bin ich. Müssen wir das Konzept erklären? Schon, nochmal. Jetzt sind wir bei der wieviel? Bei der 4. Folge. Gut, also, für die es noch nicht wissen, hören die erste. Die 2., die 3. oder die 4. jetzt, die. Nein, aber unser Podcast «Niemals nie», wir geben uns gegenseitig gewisse Aufgaben, Herausforderungen und dann die angehen natürlich. Und im Podcast reden wir darüber reden, über unsere Erfahrungen, wie das Ganze war. Genau, Sachen, die wir nie machen würden in unserem echten Leben. Und Anja hat mich jetzt in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, geschickt, um Skischanze springen. Sie hat das Gefühl gehabt, hey, wäre doch witzig, mal so eine Simon Ammann 2.0, oder? Nicht wahr? Bist du eine? Zu dem später. Okay, gut. Zu dem später. Jedenfalls hat sie das witzig gefunden, mit Skischanze springen. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte null Plan gehabt, ob das überhaupt geht. Habe ich mich natürlich ein bisschen einlesen. Ja. Ist es gegangen? Plot, es ist jetzt einfach nicht gegangen. Es ist nicht gegangen. Ich bin jetzt fischen. Nein, es ist gegangen. Es ist gegangen. Schön, cool. Also es ist möglich, sagen wir es so. Du kannst als Laie einfach mal ausprobieren, nicht wahr? Wie genau und was genau möglich ist, das gehört ihr jetzt im Verlauf von diesem Podcast. Weil ich habe jetzt gedacht, das mal nehme ich die Leute ein bisschen mehr mit. Oder? Wir haben ja viel geredet immer so über unsere Erfahrungen. Das ist natürlich auch gut. Das ist ein Podcast. Genau, ist ein Podcast, machen wir weiterhin. Wir reden darüber, Leute, keine Angst. Aber ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr Einspieler, damit die Leute ein bisschen dabei sein können. Weil ich habe auch schon gehört, so Feedback, oder? Habe ich auch schon bekommen, so, hey, ich wäre gerne so ein bisschen mehr bei diesen Einspielern und ich würde gerne ein bisschen mehr mitbekommen. Darum so ein bisschen 2 Einspieler mehr und auch gut und gerne mal ein bisschen länger. Cool, auch ein bisschen länger, oder? Auch eine Minute zuhören. Nein, ich glaube schon nicht ganz. Aber es sind auf jeden Fall längere Einspieler, wo man auch so ein bisschen das Feeling mitbekommt. Ja, das so viel vorweg. Gut, nein, ich bin gespannt und freue mich. Was hast du so das Gefühl, was ist so dein Guess, bevor ich jetzt einfach anfange, alles ausrollen? Was ist deine Vermutung, wie das Ganze geendet ist? Geendet? Also ich glaube schon, dass du einen Sprung gemacht hast, das schon. Also ich habe von einer Kollegin gewusst, das muss ich noch sagen, nicht, dass die Leute denken, ich sage das so mega, mega gemein. Nicht einfach denkt, so, ich schicke den Stefan mal schauen, ob es geht. Ich habe gewusst, dass das geht. Eine Kollegin hat mir davon erzählt. Okay. Drum. Also ich glaube schon, dass es geklappt hat. Je nachdem einfach, wie hoch das sagen wir wie weit. Es geht ja vor allem um die Weite. Aber wie bist du vorgegangen, Stefan? Gut, ich habe mal gegoogelt. Schanzenspringen. Schweiz. Und dann habe ich gemerkt, geil, ja. 210 Meter. Mache ich nicht. Ja, ich habe dann einfach so mal die Facts gesehen beim Skispringen und das ist ja völlig absurd. Also, dann habe ich schon gedacht, ja, das geht doch nicht und so. Und dann habe ich durch einen Kontakt, einen Kontakt bekommen, der das anscheinend irgendwie leitet oder wo mal Ski gesprungen ist und so. Und dann habe ich tatsächlich, eben der JP hat der geheißen, den gehört ihr jetzt nachher auch in den Einspieler. Der JP, der ist ein ganz wilder Keib. Der ist auch mal Skischanze gesprungen. Ist auch irgendwie da Vize irgendetwas Junioren Schweizer Meisterschaften gesprungen. Hat dann mega lang gecoacht. Hat dann auch auf Free Skiën oder auch Free Riden quasi, also mit dem Snowboard, und hat dann aber auch gecoacht dort. Hat mit dem André Ragettli geschafft, hat also wirklich einen beeindruckenden Lebenslauf. Und ist jetzt auch selbstständig, hat noch Crossfit-Sachen, die er macht. Also es ist einfach so ein Allrounder. Ja, er ist so eine richtige Maschine. Und er hat dann gesagt, ja, easy, treffen wir uns hier zu Einsiedeln an der Skisprungschanze und dann machen wir das. Ich bin so, okay.
Machen wir das. Meine ich nicht. Kein Kannst Problem. einfach mal. Easy. Und dann habe ich halt meine 7 Sachen gepackt, den Kameramann mitgenommen. Dann sind wir dort auf Einsiedeln. An die Skisprungschanze. Das ist, glaube ich, die höchste. Was? Oder eine der grössten Anlagen hier. In der Schweiz, In oder der wie? Schweiz, ja. Ist eben auch, und da bin ich eben ein bisschen verwirrt gewesen, weil jetzt ist ja tiefster Winter. Oder? Und wo wir das aufgezeichnet haben, ist noch nicht tiefster Winter Es gewesen. ist kein tiefster Winter. Ja, doch, wenn man das lost, dann ist ja irgendwie der 4. Ach so, Dezember oder ja, so. verstehe. Das ist für mich Okay. einfach der tiefste Winter. Aber aufgezeichnet, den Skisprung haben wir eigentlich, was ist gesehen, Mitte Oktober oder so. Aus dem Grund, oder? Ich habe dann auch so einen Termin vorgeschlagen wie November, Dezember und er hat dann so gefunden, das ist Sport, dann ist die Anlage so, die wird dann gebraucht für Club und was weiß ich, oder ist gar nicht mehr off oder kein Plan. Und dann habe ich wie das erste Mal gecheckt, es gibt Sommerschanzen. Mhm. Und wie sind die denn? Also, Genau, das Kein hören wir Schnee. nachher noch ein bisschen, Okay. wie die genau aufgebaut sind. Aber es gibt auf jeden Fall also die kann man das ganze Jahr springen. Und dann bin ich da hin und bin in Empfang noch warten, oder? Und dann habe ich zuerst mal die Ausrüstung aussuchen. Und ich möchte euch jetzt auch schnell, eben, wie gesagt, mitnehmen, wie so die Stimmung bei mir, ich habe mich umgezogen, oder? Bin aus dieser Tür rausgekommen und dann ist auch die Stimmung bei mir einfach mal, dass ihr das auch mitbekommt, wie ich dazu drauf war. Oder? Achtung! Ich würde sagen, wir sind ready für die grosse Schanze. Ich weiss, wie man mit Ski umgeht, kein Problem. Ich bin schon mal auf der Ski gestanden, glaube ich. Nein, bin ich nicht. Also ich bin ziemlich confident gewesen, also selbstbewusst. Ja, Ich habe gefunden, Hast du so ein was sagt man denn? So vom Ein Ski Onesie. Renndress? Ja. Ja, eine Art. genau, Skischanzensprungdress. die schauen, haben das jetzt natürlich gesehen, oder? Mhm. Ich habe so einen Skianzug, also es ist halt so, es ist nicht so eine tighte, nice, wie du das von den Olympiathleten gewöhnt bist. Mhm. Weil es ist natürlich auch so ein Trainingsding und da kommt irgend so ein Dude und will mal Schanze springen, dann gibst du natürlich auch nicht gerade das Beste vom Besten. Also es war auch so ein Trainingsanzug gewesen, zum Schützen, dass ich nicht irgendwie Schürfwunden oder was auch immer. Kurzer Disclaimer, nass bin ich trotzdem geworden. Also der Anzug ist jetzt nicht wasserdicht. Aber genau, so ein Teil habe ich angehabt, Helm habe ich angehabt, Ski habe ich bekommen. So Die ganz breite Ski nicht mehr, oder? So. Genau, so riesen Latten einfach. Ja. Ja. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich noch einen Spruch machen soll, aber das lassen wir lieber sein. Nein, riesen Latten hatte ich. So, man sieht es eben auch, mein Spieler auf der Schulter habe ich die und so. Bin aus dieser Garderobe rausgekommen, wie der grösste Olympiathlet. Und voll. man muss noch kurz sagen, du tust sonst Borden. Genau, ich bohre, seit ich 6 bin. Noch nicht einmal bin ich auf der Ski gestanden. Jetzt hast du vorher im Einspieler gesagt. Nein, im Nein, Schluss. Sorry, eben doch ja, nicht. hast Eben du doch aufgelöst. Okay, und hat er noch etwas dazu gesagt? Macht das einen Unterschied, ob man jetzt Ski fahren kann oder nicht? Oder ist eigentlich egal, Ja. ob Borden oder Ski fahren? Hey, er hat schon gesagt, so, hey, es ist sicher ein Vorteil, wenn du schon mal einfach. Ja, ich habe mal Eishockey gespielt und so. Und einfach so ein bisschen das Feeling für so ein bisschen Balance und. Jetzt wollte ich auch sagen, was hat denn das mit dem Eishockey? Nein, eben wegen Ja. Schlittschuhen, oder? Schlittschuhe laufen ist Ja. halt auch so auf dem Eis und so, musst halt einen gewissen Gleichgewichtssinn haben. Und auch beim Board, er hat gesagt, wenn du so ein bisschen Schneesport vertraut bist, ist das eigentlich nicht so ein Problem. Aber es hat also wirklich gar nichts mit Schneesport zu tun. Ich weiss auch nicht, warum das überhaupt irgendwie... Also, Entschuldigung, es ist dort kein bisschen Schnee rum gewesen. Nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, das war Schneesport gewesen, was ich da gemacht habe. Also allgemein, glaube ich, weiss nicht, ob das ist Sport... Also, der Skischanzenspringen ist safe Sport. Das, was ich gemacht habe, kann man noch darüber diskutieren. Jedenfalls bin ich aus dieser Garderobe rausgekommen, in der Montur, oder? Und dann hat er aber zuerst gesagt, oder? Also ich bin dann auch so, ich kann doch jetzt nicht einfach auf die Ski und zack, ab, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, nein, aus mal. Wir haben das erst noch ein IWM-Programm gemacht. Ja, hat dann so ein bisschen etwas vorbereitet, so zum Einwärmen und ich tue einfach gerade auch mal schnell einspielen, Okay. dass ihr hört, wie das so gelaufen ist. Jetzt wollen wir jetzt erstmal zusammen anschauen, wie Skispringen funktioniert. Und für das Wäre gut, genau, für wenn wir das das machen. ist wichtig, dass man sich ein bisschen gut einwärmt. Ich tue dir ein paar so ein bisschen Trockenübungen zeigen, dass du wirklich weißt, was dich erwartet, was das funktioniert. Für da haben wir so ein Wägeli, wo du die Anfahrt wirst, simulieren. Und dann da haben wir ein paar Sprünge, dass deine Beine schön parat sind, sodass du nachher, wenn du auf die Schanze gehst, genau weißt, was machen. Ich bin so etwas von ready. Gut. Immer noch confident. Genau, es sind so wie Hürden, oder? Kennt man so ein bisschen vom Hürdenlauf. Es waren auch so Stecken, wo du so drüber kumpen kannst. Und so ein, genau, okay. und so ein Wägeli, wo dann so wie 4 Rollschuhrädchen hatte, die auf so einem Brett befestigt waren, mit so 2 Fersenaufsätzen. Also eigentlich, du bist wie auf so einem Brett gerollt. Mhm. Oder?
Und dann haben wir das trainiert. Zuerst habe ich einfach mal ein bisschen rumgegummt und so. Und darum bin ich auch, also muss man sagen, ich glaube, recht oft in diesen Einspielern werde ich am Schnaufen sein. So. Weil es ist alles in allem auch unglaublich anstrengend gewesen, weil du bist einfach, eben zuerst hat er mit irgendwie, so habe ich so über die Hürden hüpfen die ganze Zeit und dann bist du auch schon, damit du ein bisschen warm wirst, oder? Dann habe ich in so Anfahrtspositionen gehen, wärst so in die Knie runter und so und du bist halt die ganze Zeit irgendetwas am machen und in dem Onesie, wo eigentlich auch einfach noch heiß gibt zusätzlich. Also ist alles schon am Boden. Konditionell bist du ein bisschen gefordert worden. Ja, also es ist jetzt nicht mega konditionell, nicht mega die Herausforderung gewesen, aber der Puls ist auch ein bisschen rauf, weil du halt einfach immer irgendetwas gemacht hast. Und genau, dann haben wir so die Sprungsimulation eigentlich mal zuerst gemacht, oder? Zuerst habe ich wie einfach gehüpft, oder? Er hat gesagt, also jetzt kannst du mal hüpfen und so. Und dann bin ich einfach mal gefahren auf dem Brettli und ab dem Brettli gumpt. Oder? Wo man einfach... Aha, und dann hast du so vorne raus weggumpen, oder? Genau, also du bist so wie auf einem Brett und es rollt und dann gumpst du ab dem Brett. Und das ist eben noch trickier, als es tönt, weil das Brett hat ja Rollen dran. Und wenn du abgumpst, dann kannst du halt nicht so nach vorne gumpen oder nach hinten, weil sonst rollt halt das Brettchen weg, oder? Du musst halt so schön... Gerade oben zentriert weggumpen. abspringen. Okay. Und dann nachher... habe ich das zuerst einfach einzeln. Ich freue mich auf die Videoaufnahmen, um die zu schauen. Ja, es ist also... Was jetzt nur los und kannst du es auch anschauen. Voll also wenn ihr den Podcast hört, geht unbedingt auch auf YouTube, weil dort gibt's also sehen ihr auch einfach das Video von all dem, was ich jetzt erzähle, wenn ich das mache. Und das ist schon, also es ist schon ein bisschen funny gewesen. Und dann eben nach dem Hürden gumpen und nach dem Wägeli fahren haben wir das mal kombiniert und dann bin ich wie so mit dem Wägeli gefahren und über die Hürde gumpt. Und das könnt ihr jetzt schnell hören, wie das tönt hat. Jetzt die Kombination mit dem Rollwägeli, das wir haben, und der einen Hürde, ist wichtig, dass du vom ganzen Fuß abspringen. Weil wenn du über deine Zehen springst, dann geht das Wägeli nach hinten und wenn du über die Fersen springst, hat deine Kamera ein Bein weniger. Das wollen wir nicht. Weder das eine noch das andere. Gut. Jetzt ist es lustig. Das langt perfekt, genau da. Kannst du ein bisschen angeben und dann ein bisschen. Jawohl, sehr gut. Also kommt dann an, Sprungschanze Simon. Hopp! Jawohl! Und wir sehen. Jetzt bin ich zu fest mit dem Zehen abgekommen, darum ist das Wägel hinter. Ich muss es mal probieren. Genau. Hopp! Genau. Hopp! Also, es ist, ich weiß nicht, ob es ein bisschen überkommt mit Audio, aber eben, ich habe das dann so angefahren, abgekommen und dann ist halt das Brettchen so mega nach hinten, ja. weil ich halt zu fest mit dem Fersen abgekommen bin. Oder? Und dann habe ich es ein paar Mal probiert und irgendwann ist dann das gegangen. Oder? Ist also... Gell, man muss noch schnell sagen, du bist der Dreh, der war recht früh am Morgen, oder? Ja, voll. Bist du schon ready für das Ganze? Also wir sind um 9 Uhr dort in Einsiedeln angekommen. Okay, das war nicht so ja, mega früh gewesen, aber ja, also ich bin halt von Basel gekommen und das ist dann halt schon bist halt früh im Zug und das Erste, was du machst, ist einfach mal das, so am Tag. Von dem her, ja, speziell, aber ist jetzt gegangen, ist jetzt nicht um 6 Uhr morgens. Ja. Du hast geübt, oder? Und dann hast du den Sprung drauf gehabt, den Trockensprung. Genau, haben wir ein bisschen Trockenübungen gemacht und dann hat es geheißen, also komm, laufen wir rauf. Auch wieder unglaublich anstrengend. Ja, das kommt eben dann dazu. Oder? Wir sind dann so um eine Ecke und zu dieser Schanze gelaufen. Und dann bist du halt so dort... Jetzt muss ich noch zwischenfragen. Ja. Die Schanze. Ist das... Du musst jetzt noch erzählen, was ist das? Ist das ein Gerüst? Ist das... Wie, wo, was kann ich mir die Schanze vorstellen? Also die Schanze, die Skisprungschanze, also die Anlage, basically, hat eine riesige Schanze, so wie ihr das kennt aus dem Fernsehen, aus den Olympischen Spielen. Eine so riesige Sprungschanze und dann halt eben da die Landungszone und so weiter. Und dann hat es nebendran zwei kleinere. Links nebendran hat es so wie eine kleinere Version und noch eine kleinere Version. Und rechts nebendran hat es eine ganz kleine Version. Also es ist eigentlich so, wie es wird immer kleiner, oder? Yeah. Und, aber trotzdem, also wenn du dort vorne dran stehst, schon eindrücklich. Es ist auch die kleinste Version relativ stabil. Oder? Es täuscht vor allem auch ein bisschen auf der Aufnahme. So, es sieht nicht so krass aus, wie es sich anfühlt. Aber es ist halt einfach so wie mehrere Anlagen, mehrere Sprungschanzen. Und das sind nicht Gerüste, sondern das sind effektiv einfach so. Also, das eine ist einfach so am Hügel. Und dann natürlich die grosse Schanze ist ein Turm. Da gehst du im Lift rauf. Und dann die Sprungschanze, das ist eine riesige Vorrichtung. Also es ist auch einfach alles extrem gross. Und wie ist der Boden jetzt, wo es noch keinen Schnee hat? Genau, das kann ich vielleicht auch noch schnell erzählen. Wir sind dann dort raufgelaufen, zu dieser Sprungschanze Miniatur eigentlich, aber halt einfach eine Sprungschanze. Und dort hat es dann wie so grüne Tröte. Das ist eigentlich wie so eine Tröte, die man sich vorstellt. Ganz viel aneinander und so wie eine, wie soll ich sagen, so ein Hausdach. Könnt ihr euch das vorstellen, so mit Stroh. So übereinander gelegt, oder? So hat es dann wie so eine
eine Abfahrt gehabt und dann nachher ist es dann ein Rasen geworden. Ja. Oder? Also es ist ausgelaufen in den Rasen rein eigentlich. Und das ist eben noch wichtig zu wissen, weil die Tröte, die werden dann alle mit Wasser bespritzt und dann rutschen die halt mega gut. Und das Gleiche natürlich auch im Rasen, aber der Rasen rutscht halt niemals so gut wie die grünen Trötchen. Oder Da bremst sie gerade aus. Da bremst es, richtig. Das ist wichtig zu wissen. Schon vorab? Schon vorab, einfach allgemein. Aber die Info habe ich auch bekommen. So, Ja. hey, schau, da bremst es dann. Und er hat mir dann, also wir sind dann vor die Schanze gestanden und hat mir einfach mal Instruktionen gegeben und gesagt, schau, wir gehen jetzt nicht rauf, laufen, by the way. Sind Ski schwer? Hey, es ist gegangen. Aber es ist halt einfach, du musst halt einfach so 40 Meter rauflaufen. Aber so gleich schwer wie ein normaler Ski, oder? Nein, ich glaube schon ein bisschen leichter auch. Ja. Also nicht so schwer wie normale Ski. Ein bisschen leichter. Ich weiss jetzt nicht genau, wie schwer normale Ski sind, da ich ja Snowboard fahre, aber ich habe das Gefühl, sie sind leichter. Ja, und dann hat er eben gesagt, oh, rutscht, wir machen das nass. Dann hat er so den Sprenkler angemacht, dann hat alles besprenkelt, alles nass gemacht. Und dann ist, bevor man überhaupt springt, weil, also ich kann wirklich, er hat zuerst unten alles erklärt, ich habe genau schon gewusst, unten so, okay, safe, ich kann das doch nicht. Weil es ist halt einfach 40, also die gehört es nachher noch, aber es ist auch hoch. Und dann hat er gesagt, ja, was mache ich? Ich kann jetzt nicht auf den Auf und springen. So, Trockenübung ist ja schön und gut, aber es läuft einfach nicht. So, weil das ist... Und dann hat er gesagt, hey, easy, schau, wir gehen jetzt dann eigentlich nach dem Sprung einfach dort mal drauf, oder, oben an, nachdem eigentlich, also ohne Anlauf. Und dann abspringst, genau. eigentlich wirst. Genau, ohne die Schiene, oder? Die Schiene ist schon noch weiter oben und dann hast du so eine Landezone. Und dort fahren wir einfach mal runter mit diesen Ski. Das hat er mir einfach gesagt, hey, schau, wir fahren dort runter, easy, einfach... ja, und hat mir dann halt noch so ein paar Instruktionen gegeben. Ich gebe euch noch schnell den Einspieler, wie das so tönt hat, wo wir, also gut, der erste Versuch, der ist dann ein bisschen länger. Er ist oben ran und dann hat er gesagt, hey, schau, einfach hier jetzt runterfahren, basically. Und ich bin so, how? Also ich weiss nichts von diesem Sport. Ich habe noch nie auf Ski gestanden. Oder auch nicht gewusst, wie bremsen oder so. Oder dort bremst du ja immer im V. Nein, bremst also du nicht. Beim Skispringen du musst nicht bremsen. Ja, schon, aber so... Du hast keine Kante an diesen Latten. Hast du nicht, geht nicht. Also wirklich, das ist eben auch so. Und da komme ich dann später noch zu. Wir hören schnell den ersten Versuch, ja. ist gut. Vielleicht als Disclaimer, sorry. Wir sind jetzt oben, also wir sind jetzt raufgelaufen und sind dort beim Absprung oben drauf. Und dort fahre ich jetzt erst mal runter und da gebe ich noch so ein paar Instruktionen. Was ich mache, wir drehen uns jetzt so ab. Du wirst da das Hängel runterfahren und sobald du unten bist, einfach hinten liegen. Gut. Ja, voll. Wie viele Meter sind das so? Das sind jetzt bis unten sind es etwa 40 Meter. Einfach in die Hockey gehen, hä? Genau, du fährst runter, wie wir das vorher gesagt haben, die quasi Position. Okay. Du gehst einfach geradeaus fahren und dann, wenn du unten bist, tust du hinten liegen. Das ist einfach kein Problem. Alright, okay, wenn du das sagst. Ich heb dich da an der Hüfte, ist das gut? Ja. Du kannst dann ein bisschen stehen. Nach unten Ja. rutschen. Ich bin mir wenig gewohnt, dass ich 2 Latten an den Füßen habe. Okay. Bretter. Du kannst dir eigentlich vorstellen, wichtig ist, die Ski immer geradeaus zeigen lassen. Sobald du die Ski willst, quasi eine V-Stellung machen, machst du den Bingo. Nein, ich will keine V-Stellung. Genau, darum einfach, ich merke, du zitterst, das ist ein gutes Zeichen. Wenn du immer ready bist, gebe ich dir ein Schüpfchen und dann fährst du ganz gemütlich runter. Okay, ich bin ready. Yes. Wow! Genau, und fahren, geradeaus schauen. Wow! Wow! Fuck! So. Okay. Oh, Stefan, oh nein! Es tut mir wie so PTBS, so kommen die Erinnerungen wieder auf. Der Stefan schaut nur mit grossen Augen. Aber ja, jetzt hast du ein bisschen zittern, bist voll... Oh mein Gott. Hä? Aber weißt du, also ganz ehrlich, wir haben es ja am Anfang gehört. Ich habe grosse Sprüche gerissen. Oh ja, grosse Schanze, mach mal easy. Ey, im Fall, du bist dort oben. Das ist halt 40 Meter, gell? Also was denn, wo du es geht runterfährst, wo runter. es einfach 40 Voll. Meter runter Und das ist ja nur der schon Absprung. lang, ja. Das ist nur die Landung Ja. eigentlich. Du hast ja, hinten geht es ja noch weiter rauf. So. Und es täuscht eben. Du denkst von unten, ja easy. Aber du bist ja da oben und du hast den kompletten Kontrollverlust. Weil weißt, wenn das jetzt mit dem Snowboard gewesen wäre, wäre das ja Pipifax, das wäre kein Problem. Ja, Du kannst ja der bremsen, Knall, du alles. kannst ja deine Geschwindigkeit kontrollieren, sagst, da fahre ich ein bisschen schneller an, da fahre ich ein bisschen weniger schnell an und dann schaue ich mal, wie es sich anfühlt und dann das nächste Mal mache ich es ein bisschen schneller und so. Aber ich bin dort oben gestanden, ich hatte keinen Erfahrungswert, ich habe nicht gewusst, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich hier runterfahre. Wird das schnell, zieht es nach links, nach rechts? Es ist schnell geworden, so wie es dort. Ja, und es zieht halt schon an, aber Ja. du hast ja wirklich keine Kontrolle. Du kannst ja nicht bremsen, Geschwindigkeit verringern, sondern du bist einfach ausgeliefert. Das heisst einfach, ja, hock an und lieg hinten. Das ist das Einzige, was das Und ist so deine Anweisung. kannst du
Ja, weil du hast halt so Schuhe an, die deine Waden stützen und du kannst halt wie, durch das, dass die Ski so lang sind, kannst halt auch hinten liegen und es hebt dich. Also weißt du gehst nicht rückwärts hinten, sondern du kannst wirklich einfach hinten reinliegen und es hebt so. Aber dann bremst es? Nein, es bremst nicht. Irgendwann hört es einfach auf, weil sobald ein Rasen kommt, wird es halt langsamer und irgendwann ist es fertig. Also es hat ja wie so eine Auslaufzone, aber du bremst nicht mit diesen Ski. Oder? Ich bin jetzt so nicht der Simon Ammann, der unten auf den Schnee kommt und noch so einen coolen Move anlegt, sondern du fährst auch dort runter und dann wartest, bis es fertig ist und dann irgendwann haltest du an. Und ich bin halt jetzt hier das erste Mal natürlich auf die Fresse gefallen, oder? Also ich bin so auf der Seite weggerutscht. Habe es natürlich nicht geschafft, beim ersten Mal einfach so einfach drauf springen. Zu bleiben. Nein, aber da war kein Sprung. Genau, da bin ich einfach oben nach dem Absprung angestanden und dann runtergefahren. Okay. Also da ist noch kein Sprung dabei. Ja. Wir sind noch nicht beim Sprung. Genau, und ich habe ja zuerst mal lernen, einfach überhaupt zu landen. Ja. Also weißt du, weil du musst ja nach dem Sprung musst ja auch noch runterkommen dort und du musst ja wie landen. Und das ist eigentlich das, was du zuerst übst, also das Landen und das Runterfahren. Weil ich habe ja dort null, also weißt, ich muss jetzt erst mal wissen, wie sich das anfühlt. Ja, und dann bin ich da runter und nach dem ersten Mal habe ich gedacht, okay, jetzt weiss ich, wie sich das anfühlt. Schon mal viel chilliger. Bin ich schon ein bisschen erleichtert gewesen, okay. So, jetzt check ich's. Und dann habe ich gefunden, wie fühlt sich's denn an? Ja, eben, also du fährst halt runter, es wird schnell und du musst halt die ganze Zeit Körperspannung, oder? Du musst so in den Oberschenkel immer anspannen und so in dieser Position, in dieser Hockey innen bleiben. Und dann nachher musst du daran denken, hinten liegen, unten. Gehst so wie rein. Aber dort, nachher unten bin ich so hinten runter und dann hat es mich halt so auf die Seite rausgenommen und bin ich einfach gerutscht. Und dann bin ich halt so auf der Seite. Aber hast du dir nicht weggemacht? Nein, hat er dir auch gezeigt, wie du wegrutschen kannst? Noch nicht. Noch nicht, okay. Nein, ich hab mir, beim ersten Mal war es easy gewesen, bin ich einfach runter, bin ich halt einfach umgekehrt und dann habe ich gefunden, okay, hey, jetzt will ich das jetzt mal einmal stehen. So, dass ich einfach einmal runtergehe und dann souverän wieder aufstehen und so, okay, die Landung wie gemeistert habe, oder? Und dann habe ich gesagt, also komm, let's try it again quasi, ich will es schaffen. Und dann bin ich nochmal rauf und habe gedacht, okay, jetzt weiss ich, wie sich das anfühlt, ich konzentriere mich jetzt auf Körperspannung, schaue, dass ich stehen bleiben auf der Ski, oder? Dass ich einfach so, dass es ein bisschen cool aussieht und so. Und dann bin ich nochmal rauf und hat mir nochmal schnell erklärt, auf was ich muss schauen, bla bla. Können wir schnell zuhören, wie die zweite Runde gegangen ist. Wichtig ist, was vorher passiert ist, schau einfach, dass deine Knie einfach wie gerade sind. Ja. Sobald halt das passiert, dann gehen die Ski auseinandergehen. Darum einfach schön gerade zentral auf dem Ski stehen. Aber kein Problem. Alright. Wenn du ready bist, dann ich dich wieder drehen. Ich bin ready. Gut. Genau, die Ski schön gerade anstellen, schön parallel. Ich habe mir eben dann auch überlegt, was ist, wenn ich jetzt so links ziehe? Du kannst gar nicht, weil du hast keine Kante, das heisst, du kannst nicht links über ziehen in dem Sinne, oder du hast keine Kante. Dann ist Okay. einfach ganz normal schön belasten. Bist du ready? Jawohl. Gut. Schön locker, am Anfang ist immer ein bisschen geradeaus. Alter! Okay. Es hat ein bisschen fest bremst. Ja, dort hat es mich übelst auf die Fresse gehauen. Wirklich? Man hört sogar bei der Ton bricht so ab, weil ich einfach so dermaßen auf die Fresse gehe. Und zwar, was passiert ist, ich habe mich halt sehr konzentriert, dass ich die Körperspannung habe und dass ich es schaffe, nicht wegzurutschen, oder? Und habe wie vergessen, unten hinten zu liegen. Das heisst, ich war wie noch so in der Abfahrtsposition gewesen, und dann ist halt der Rasen gekommen und dann bremst und dann hat es mich so vorne runter in den Rasen reingehauen und so voll auf meine Schultern, wo ich ja, wie ich schon letztes Mal erklärt habe, operiert habe im Januar, und es hat kurz recht weh da. Und ich bin also so, fuck nein. Das ist jetzt auch so ein bisschen einer zu viel. Du hast halt schon easy Tempo und dann habe ich halt wenig gewusst, so, wenn es mir jetzt so fett auf die Fresse geht, dann weiss ich wenig nicht, ja, was soll ich jetzt machen? So, soll ich das jetzt noch mal probieren, weil es tut weh? Oder voll, das war so ein bisschen mein Dilemma gewesen. Und dort bin ich wirklich kurz davor, dass ich gesagt habe, ich glaube, wir brechen hier ab. Weil es hat schon im Moment recht gut so. Ich weiss nicht, wie viele km/h das sind, die du dort erreichst. So. Aber ich weiss auch nicht, ob man das so sieht auf dem Video, ob das so ein bisschen rüberkommt. Aber es hat halt schon eine gewisse Geschwindigkeit. Und wenn sie dann halt so frontal reinbremst und so vor. Es hat, glaube ich, recht lustig ausgesehen. Haben sie gelacht? Ja, logisch haben sie gelacht. Und ich bin so gesagt,
Voll. Und dann bin ich halt kurz schon ein bisschen unsicher gewesen, ob ich das jetzt wirklich durchziehen soll. Habe ich dann aber irgendwie auch gefunden, so wäre jetzt auch einfach irgendwie schade, wenn ich jetzt das ganze Ding hier... Wärst ja nicht du, gell? Ja, nein, das wäre einfach schade. Das wäre einfach irgendwie ein Waste of time, wenn ich dort hin wäre und es dann einfach wenigstens nicht probiert habe. So. Dann habe ich gefunden, komme ich ganz nochmal rauf, probiere das Ganze nochmal. Dann habe ich nochmal das Gleiche gemacht und habe es dann auch gestanden. Also, habe wirklich geschafft, runterzukommen und wieder aufzustehen, ohne umzufallen. So, das ist dann gegangen. Aber das ist erst die halbe Miete, oder? Du musst ja noch springen. Mhm. Und dann bin ich halt dort unten und dann habe ich gesagt, ja, wollen wir mal probieren, den Sprung und so. Dann gehen wir einfach rauf. Er hätte dir ja schon gesagt, wenn es zu viel wäre. Also wenn er sagt, hey, er hat immer alles mir überlassen. Ich kann selber entscheiden. Er hat auch völligen Respekt gezeigt. Er hat auch gesagt, es ist cool. Also, es ist wie auch gut, dass man mal sieht, dass es ist nicht ohne. Weißt, so, eben, ich kann da nicht einfach mal Skischanzen springen. Und genau, ich hatte halt eine mega grosse Fresse die ganze Zeit, logisch. Oder? Grosse Schande liegt schon drin. Oder? So die ganze Zeit mega dumme Sprüche gemacht, bis ich dort halt oben gestanden bin und dann gemerkt habe, okay, fuck, das ist schon nicht so. Also, weißt, und das sieht auch mega, also man muss auch sagen, auf der Videoaufnahme, das kommt gar nicht so über, wie hoch dass du dort oben bist und du keine Kontrolle hast. So, eben, dann gehst du unten auf die Fresse und dann denkst du, ja, fuck, ja. Habe ich jetzt irgendwie nicht gewusst, also weißt, es passieren so viele Sachen gleichzeitig, wo du musst schauen. Und ich dann, also insgesamt habe ich es 3 Mal gemacht. Das erste Mal bin ich einfach weggerutscht, das zweite Mal bin ich so ein bisschen böser auf die Fresse gefallen. Beim 3. Mal hat dann das funktioniert. Und dann hat er gesagt, also komm, gehen wir rauf. Und man muss hier auch sehen, oder? Wenn ich dann einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Tag von mir aus Zeit hat, um da ein bisschen reinzukommen, um ein bisschen auszuprobieren und so, dann wäre das vielleicht nochmal etwas anderes. Aber ich habe in 2 Stunden so schnell durchlaufen. Oder? Gefunden, du bist morgen schnell auf dem Dreh, am Nachmittag wieder im Büro. Genau, so. Und das ist halt ein bisschen wenig Zeit. Ich möchte noch etwas sagen. Wir haben, es war ein Arbeitstag. Was war es für ein Freitag? Am Freitag. Und Stefan hat eben gesagt, ich gehe dann da mal morgen drehen. Und wir reden noch nicht drüber, wirklich nicht bis zum Podcast. Und dann am Nachmittag, ich habe dann schon gefragt, wie war es? Und er ja, gut. Und den ganzen Nachmittag war der Stefan so ein bisschen durch. Hey, ja, es war einfach ein bisschen viel am Morgen. Ja, es ist halt, es ist halt schon, du bist auch konstant auf Adrenalin. Weil du musst halt, also der Puls ist immer hure wieder oben, du läufst halt die scheiß Schanze rauf, wie so ein Knecht, Alter, mit deinen Ski, nachdem du übelst auf die Fresse gefallen bist. Die Schultern, die noch schmerzen. Ja, und dann habe ich so kurz 5 Minuten Pause, also komm, jetzt machen wir das nochmal, und dann ist es gegangen und so. Und dann gehst du halt noch weiter rauf. Und dann bin ich das erste Mal so mit den Ski in den Rahmen, also in die Schiene rein, oder, wo du dann nachher abspringst. Ja. Und dann ist ja noch weniger, also du bist auch dort und dann geht es auch los, weißt du, du hast wirklich, ja, dann fahrst du auch mal und auch dort bist du wieder so, wie schnell wird es, wie fühlt sich der Sprung an, weißt du, muss ich springen, was passiert, so. Du hast so irgendwie, ich habe einfach keinen Plan gehabt, wie sich das anfühlt und was so Kontrolle ist. Und dann bin ich dort rauf und dann können wir mal hören, wie das auf dieser Rampe siehst, wenn ich das erste Mal so die Ski dort rein ja. Hast du noch eine Frage? Ja, weißt du, wie hoch die Rampe war? Nein. Oder es gibt verschiedene. Einfach, das ist jetzt die kleinste. Das ist die kleinste von allen, natürlich. Also ich habe ja den Tag noch nie gemacht. Ja. Voll. Und das war also schon eine Challenge gewesen, muss ich wirklich sagen. So, das ist nicht einfach gewesen. Aber jetzt bin ich das erste Mal dort in die Schiene rein mit diesen Ski. Sauber! Okay. Also wir müssen schon runter, safe, noch ein bisschen. Weil ich jetzt einfach von hier losfahren. Alles easy. Ja, ich glaube nicht. Aber ein bisschen runter noch und dann mal schauen. Der Respekt wächst. Man hört ich werde von Mal zu Mal einfach so ein bisschen mehr so einfach ein Hüpfchen Elend und so. Ach, was mache ich da eigentlich? Aber hey, ich habe gefunden, komm, er hat dann auch gesagt, ich nehme dich noch ein bisschen runter, ich stütze dich, also ich heb dich noch ein bisschen, führe dich noch ein bisschen runter und sobald du dich wohlfühlst und sagst, easy, von hier schaffe ich es, lass mich los und dann kann ich den Sprung machen. Aber der Sprung, du hast ja den Sprung nicht gelernt, abgesehen von dort am Anfang kurz beim Einwärmen, oder hat er einfach gesagt, was du machen musst? Ich habe dann auch gefragt, so, ja, und dann sind wir halt nochmal runter und das heisst übrigens der Tisch. Der Tisch ist so der Absprung, oder, wo du dann abspringst. Oder? Ja. Und es ist wirklich, also es ist vielleicht einen halben Meter Gap. Also es ist wirklich nicht ein Sprung. Er hat dann auch gesagt, ich kann jetzt nicht einfach Ski springen, so, wie das im Fernsehen ist, sondern ich kann dort runterfahren. Ja. Und klar hat es einen Sprung drin, weil es halt einen Gap hat, oder? Und das ist dann halt schon auch ein Sprung, basically, also rein theoretisch. Aber ich
spring da nicht und fliege die 200 Meter, ich bin kein fucking Olympiaskispringer, sondern ich bin dort runtergefahren und bin froh gewesen, bin ich unten heil angekommen, weißt du, ich meine, so, das ist mit so, der Geschwindigkeit. Genau, also ich habe dann gesagt, so muss ich dann hier gumpen, und er so, hey, fahr da einfach runter, du gumpst automatisch, weil es halt den Gap hat. Aber landen musst du ja dann. Genau, du musst ja dann dort aufsetzen und dort habe ich dann gedacht, wenn es mich dort verschnetzelt, ich habe ja vorhin mitbekommen, was das Tempo so ein bisschen ist. Ja schon, eben darum habe ich gesagt, wir müssen noch ein bisschen runter, so 1-2 Meter, ich bin in der Mitte rein, nicht ganz oben, muss man auch noch sagen. Ich bin in dieser Schanze, habe ich mal in der Mitte angefangen und bin dann noch ein bisschen runter und dann habe ich es mal von dort versucht oder mal schauen. Aber genau, er hat mich so ein bisschen gestützt und hat einfach gesagt, hey, schau, fahr einfach runter, mach schon einen kleinen Gump und dann landest du, so wie wir das vorhin geübt haben. Gehen wir noch ein bisschen runter. Genau, und dann habe ich gesagt, noch ein bisschen runter. Und dann hat er 1-2 Meter sind wir runter und von dort sind wir dann, habe ich dann gesagt, okay. Und dann habe ich mal so einen Gump probiert. So einen Skijump. Nein. Habe mich dann tatsächlich meinen Respekt überwunden und ich kann dir jetzt zeigen, wie das tönt hat. Bist du ready? Für meinen Schanzensprung. Also wirklich, da können wir ausschlachten. Also ich bin eingesprungen, kann man wirklich sagen, auch wenn es nur 50 cm waren. Wild gewesen. Achtung. Okay, ja komm, gehen wir mal. 3, 2, langsam noch. Skispringer! Oh, wie cool. Also man muss sagen, ich habe nicht gelandet, sauber. Oder? Ich bin unten schon auf die Fresse gefallen. Dort, wo die Hinterli hättest sollen. Ja, schon vorher. So. Also ich bin wie, du hast ja das Plapp, hast du gehört? Und dann bin ich quasi wie gesprungen kurz, oder? 2 Sekunden, 2 Zentimeter. Und dann bin ich halt wie unten aufgesetzt und bin dann ein bisschen runtergefahren und unten bin ich dann halt wieder so auf der Seite weggerutscht. Ja. Aber das war vielleicht auch genug gewesen, genau. Mal. Und ich glaube eben, so mein Guess ist, wenn ich jetzt auf dieser kleinen Schanze noch ein bisschen Zeit hatte, es ist dann halt alles, hat sich auch ein bisschen in die Länge gezogen. Du musst halt immer wieder rauflaufen und nochmal warten und schauen. Und wenn ich jetzt so den ganzen Tag Zeit hatte, wäre ich vielleicht auch mal von ganz oben gestartet. Mit so ein paar Versuchen, oder? Und dann ein bisschen vertraut sein mit dieser Schanze und so. Und dann wäre das vielleicht auch drinnen gelegen. Wir haben dann aber gefunden, wir gehen halt auf die grosse. Oder? Dann gehen wir noch schnell rauf. Einfach rauf? Nein, wir haben gefunden. Und da habe ich natürlich noch schnell einen Einspieler. Ja, aber also, wirklich, ich finde es cool, hast du gemacht, Stefan. Ja, also das kann man wirklich, das muss man sagen, ich bin eingesprungen. Ja, und du hast deinen Schweinehund, nein, das ist nicht der Schweinehund. Du hast deine Ängste überwunden. Meine Herausforderung habe ich gemeistert. Ja, genau. Am Schluss hast du wahrscheinlich gesagt, fuck off, jetzt gehe ich da. Ja, also ich einfach runter, du darfst nicht mehr nachdenken. Ja, nach der ersten Schanze habe ich gefunden, gut, das wäre jetzt gesehen für die Schanze. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir mal auf die grosse. Okay. Ja, jetzt schon mal schauen. Oder? Und dann sind wir auf die grosse Schanze. Jetzt haben wir jetzt die kleine gemacht. Kein Ding. Jetzt haben wir gedacht, jetzt müssen wir doch ein Challenge haben im Podcast. Jetzt machen wir noch die grosse schnell einmal. Easy. Ich weiss noch nicht, ob ich es schaffe, aber hey, ich glaube, einfach mal runterfahren liegt schon drin. Genau, dann sind wir die 40 Meter rauf. Der Turm, oder? Da gehst du unten rein. Also du fährst mit so einem Sessellift, wie man das kennt vom Skifahren. Fährst mit so einem Sessellift ein Stück rauf und dann gehst du in den Turm rein und dann gehst du mit dem Lift rauf. Und dann bist du dort oben und siehst wirklich über ganz Einsiedeln, siehst den See, siehst die Alpen hinten. Also wirklich wunderschönes Panorama. So nice. Stefan ist back. Schanzsprung, so, komm, jetzt fertig, jetzt gehen wir auf die Grosse. Ja, komm jetzt haben wir es gemacht, doch kleines Pipifax-Zeug, jetzt gilt es ernst, hey. Ja. Und da hat den ganzen Tag Zeit und dann schon kurz so anmachen, oder? Hat es geheißen. Sind wir auf die Grosse und dann bin ich mal auch, also dort hast du wieder 3 Balken, oder? Und die kannst du dann so runterdrücken, um so seitwärts drauf zu gehen und dann bist du dort eigentlich so in der Startzone. Und da muss ich auch wirklich nochmal sagen, es lohnt sich, das YouTube-Video anzuschauen, weil wir haben auch noch Drohnen mitgenommen. Sieht wirklich nice aus, so der Shot so mit der grossen Schanze und mit mir in der Absprungzone, kurz bevor ich den Sprung noch mache von der grossen Schanze. Ist wild, kann ich also sagen. Geht jetzt. Ja, da brauche ich schon noch einen Videobeweis. YouTube 20 Minuten könnt ihr eingeben. Dann gibt es da Bildmaterial von dieser wunderschönen Skischanze. Also es ist übrigens auf 1000 Meter Höhe. Dort oben, auf dem obersten Punkt der Schanze. Ja, 1000 Meter und Einsiedler ist auf. Das weiss ich halt jetzt auch nicht. Aber ist hoch. Oder kann man sagen, ist hoch. Und da bin ich dann mal angesessen, ja, und habe mir überlegt, ob ich dort runterfahren soll. Ja, habe ich nicht gemacht. Ja. Bin ich überrascht, habe schon gemeint. Logisch nicht. Nein, das kannst du auch wirklich nicht. Nein, und es ist... Oh nein, das ist jetzt unangenehm. Was? Ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen.
Aber ich habe einen Einspieler und ich tue noch kurz einspielen, wie er sich vorstellt und was er für eine Funktion hat. Er ist hier der Geschäftsführer von der ganzen Anlage. Ich weiss jetzt gerade den Namen leider nicht mehr, aber ich spiele ihn nachher am Anfang, ihr hört es. Er hat gesagt, er ist der Geschäftsführer von der ganzen Anlage. Er hat uns auch begleitet auf die grosse Schanze, dass wir da auch mal ein bisschen das Feeling bekommen, oder? Und hat uns dann auch noch ein paar Facts gegeben zu dieser riesigen Schanze, wo wir da oben gestanden sind. Willst du sie hören? Dann hast du ein bisschen Kontext, auch, was das für ein Ding war überhaupt. Ich bin Marcel Wasser, bin Geschäftsführer da von der Anlage und schaue, dass der ganze Unterhalt etc. alles passt und koordinieren auch die Sprungzeiten etc. Ein Skispringer hat gut 110 Stundenkilometer drauf beim Auslauf. Und was halt da speziell ist im Sommer, sie landen auf der Wiese und entsprechend bremsen sie natürlich dann auch schnell. Also ich will mal sagen, innerhalb von 40 Meter auf Null. Von 100 auf 0 in 40 Meter ist auch noch relativ hart. Es ist eben noch wichtig, dass man dann hinten liegt. Haben wir vorhin gesehen, was sonst passiert. Genau. Und wenn sie dann mit 110 so nimmt, dann ist es dann nicht mehr einfach so Ja, mega laut. dann tut es dann ein bisschen weh. Ja. Aber du hast gesagt, man tut ja auch nicht einfach so von der, wo ich jetzt gesprungen bin, bis der nächste Schritt ist ja dann nicht die, sondern dann hat es noch ein paar Steps Genau. dazwischen. Ein paar viele Steps und viele Jahre auch, bis man sich dann daran angetastet hat, dass man dann auf so einer grossen Schanze springen kann. Ist übrigens die grösste Sommerskisprungschanze in der Schweiz. Und von dem her braucht es dann schon ein paar Jahre, bis man dann mal da drauf ist. Ja. Ja, also ich bin entschuldigt. Ja, ich finde fair. Das wäre gar ein bisschen Jahre. echt gewesen. Also es wäre ja auch einfach so eine Abwertung für den Sport, wenn du einfach gekommen bist. Ich mach das kurz, ich mach das. Ja, genau. Easy, kein Ding. Nein, also es ist wirklich nicht... Also, und du bist wirklich da oben Stell drauf. dir 110 Gramm. Ja, Stell und dir dann das musst du vor. zuerst ab. Nein. Die jetzt gut in Mathe sind, rechnet mal aus. Also weißt, von 100 auf 0 in 40 Meter. Da Ja, schnell. verbröseln wir jetzt die aber anders, wenn Ui, du da nein. nicht am Start bist. Und er hat erzählt, eben seine 16-jährige Tochter, glaube ich, ist an diesem Wochenende oder das Wochenende vorher das erste Mal ab dieser Grossen gesprungen. Ah, Mit irgendwie 16. Ja. Und da denkst du auch so, ey Leute, das ist echt nicht ganz normal. Also, Ja, dann fährst du wahrscheinlich auch mit, keine Ahnung, 10 Jahren auf der, wo du angefangen hast. ja, noch früher im Fall, 5. So, das sind wirklich mega kleine Kids, die auf der... Aber ich habe dann auch gesagt, weißt, die haben auch noch... Also ich habe einfach Schiss. Ich weiss genau, wenn ich mir dort unten... Ich habe eben wirklich gerade eine Schulter-OP hinter mir. Wenn ich weiss, wenn es mir dort unten das Knie dahin macht, dann ist das Knie dahin und dann habe ich wieder ein Jahr, bis es wieder ganz ist. Und Ist als so- Kind denkst du auch so, egal, jolo. Da war alles noch ein bisschen gummig. Ja, voll. Nein, du machst auch nicht so... Ich meine, ich bin als Kind oder auch als Jugendlicher bin ich ja auch Kicker und Halfpipe und alles mögliche habe ich auch gemacht. Jetzt habe ich echt Schiss und das ist halt schon eine andere Liga. Ist das mit den Schultern? Also jetzt ist es ein anderes Thema, aber ist das noch so ein bisschen im Kopf? So Ja, ein bisschen safe. eben- Also ich habe jetzt nicht irgendwie, ich bin auch dort runter. Ich habe das schon im Kopf gehabt, es ist alles wieder gut mit der Schulter, aber du hast es einfach im Kopf. Ja. So, du weißt, wenn es dich nimmt, was kann passieren, das hast du halt schon im Kopf. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das daran hindert. Also ich bin jetzt nicht, ich habe es ja auch gemacht, schlussendlich mehr Ja. oder weniger, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, okay, nein, wegen dem mache ich das jetzt nicht so. Und jetzt habe ich meine Frage vergessen, die ich wollte fragen. Das macht nichts. Jedenfalls Genau, bin ich- hast du Höhenangst? Entschuldigung, kann ich noch wissen. Nein, also Okay. mit Höhenangst wärst du da oben im Fall nicht angesessen. Nicht, Weil gell? du bist wirklich so, du machst schon den Balken runter und dann musst du so auf der Seite rausrutschen und du bist ja nicht gesichert. Du bist weder bist einfach gesichert noch, Seite du ein hast nur bisschen. den Balken dort, oder? Und wenn, du weißt genau, wenn ich da jetzt runterrutsche, dann rutsche ich hier die Schanzen runter und also, dann rutsche ich halt die Schanzen runter. Und das geht dann schon ein paar hundert, also es zieht sich bis dort unten. Und es ist dann auch nicht mehr der 50 cm Gap, sondern mehrere Mannshöhen. Also es ist wirklich eine riesige Anlage, weißt? Das ist dann schon, also dort willst du wirklich nicht runterrutschen. Und ich bin wirklich so auf den Balken raus, das habe ich gemacht. Und dann hast Aber du ohne gekippt. Ski. Aber Ohne ohne Ski, Ski, weil, okay. weil die ziehen, er hat so gesagt, ja, willst du es wirklich mit den Ski machen? Weil eben nachher... Ja, weil so, wenn du, also weißt, so, wenn der Rutsch ist, dann gehst du. Mhm. Und ich bin so, ja, vielleicht machen wir es mal ohne Ski und dann schauen wir. Und dann ist es halt so, zuerst habe ich gedacht, jo, ich kann ja einfach mal mit den Ski raus und schauen, weißt, ich kann mich ja heben am Balken, das ist ja kein Problem. Aber der Balken ist so hoch, dass du hockst wirklich so mit dem letzten Restchen Arsch auf diesem Balken und kommst kaum am Boden. Und wenn du dann noch Ski hast, die runterziehen, weil Ui, sie halt nein. schon Gewicht haben, dann habe ich gefunden, nein, komm, das machen wir jetzt ohne Ski, scheiß auf den Drohnenshot, Mann. Wir machen das ohne. Und dann bin ich auch so mit den Schuhen halt... Dann auch schon ein bisschen zittrig so dort. Hey, das ist einfach schon gegangen. Es ist ein Okay. bisschen ein mulmiges Gefühl, weil du halt genau weißt, wenn ich hier runterrutsche, rutsche ich hier runter. Aber du hast halt schon den Balken, den du einfach heben kannst. Und ohne Ski hast du halt auch nicht das Gewicht, das runterzieht, hast du ja wie nicht.
Das heisst, du kannst auch ein bisschen so aufrutschen beim Balken. Da wird es mir jetzt schon schwummrig im Bein. Aber ich finde es cool, hast du gemacht. Ja, voll. Aber also wirklich, wir haben, weißt, beim Anfahren haben wir auch noch diskutiert, meinst du, können wir da einmal die grosse haben? Meinst du, liegt das drin und so? Ey, du kommst schon da und du weißt instantly, nein, never ever liegt das drin. So, du stehst dort unten dran und denkst, Bro, so, hä? Der Kameramann war schon froh, hat er nicht müssen. Ja, er hat gesagt, darf ich auch mal raussitzen? Logisch, also abspringen, wie gesagt, das braucht mehrere Jahre, bis du nein, ich meine nicht die grosse, sonst auch, weißt du? Nein, das habe nur ich gemacht. Aber ich habe erfahren, es sind auch schon andere Medien dort gesehen und die vorher dort waren, die haben es nicht gemacht. Ha! Also habe ich dann trotzdem noch ein bisschen das Erfolgserlebnis gehabt, so läuft, ich habe es geschafft und die anderen Medien nicht. Nein, aber voll. Es ist ein sehr aufregender Morgen gewesen, muss ich sagen. Und eben, ich möchte auch noch mal betonen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, ich vielleicht auch die kleine Chance von ganz oben geschafft. Das ist mir schon noch wichtig zu sagen. Ja. Aber es ist auch sehr unangenehm, dort auf die Fresse zu fallen. Also wirklich nicht weh. Nein, ich finde es cool. Hast du das gemacht. Wirklich. Gratuliere, Stefan. Vielen Dank. Für deinen Sprung. Merci. Hast du noch etwas gekriegt? Medaille? So. Hey, nein, es war mega unromantisch. Wirklich so, hey, kannst du mir das Zeug geben, ich spüle es wieder ab. Es war alles verdammt dreckig, weißt du, wie ich so ein paar Mal auf die Fresse gefallen bin. Ja. Und dann, also okay, danke, ja, tschüss. Und dann habe ich einen vom Swiss Ski-Team gesehen, der sich unten eingewärmt hat und dann dachte, du armes Sieg, ich muss das jetzt so hauptberuflich machen. Würde mich voll anschiessen. Aber ja, also es ist wirklich, ich habe sehr, sehr grossen Respekt vor denen. Also, würdest du jetzt anders schauen im Fernsehen? Ja, man belächelt sie immer so ein bisschen. Man denkt so, das sieht ja funny aus, wie die da mit ihren hautengen Anzügen da die Schanzen. Das ist so voll die Randsportart und so. Es ist doch einfach so ein bisschen. Also ich bin am Anfang dieser Einstellung so, okay, es ist auch ein bisschen funny. Aber im Fall ohne Shit, du bist im Fall dort oben und schon nur bei dieser kleinen Chance, du denkst einfach Respekt an die wahnsinnigen Menschen, die einfach hier runterfahren. So ohne Kontrolle. Du musst einfach völlig Vertrauen in dich selber haben, dass du da jetzt runterfährst, gumpst, fliegst und landest. Punkt. Also da hilft dir wirklich niemand. Nicht einmal der Ski, der hat ja keine Kante. Gut, es gibt natürlich dann schon mega viel Technik auch. Wenn du dann wirklich die grosse Schanze fliegst, dann fliegst du dann, hast du Luft und hast ja mega viel Einfluss und so. Aber stimmt, einfach, sie tun doch auch einmal so die Beine verschieben dann beim Bremsen. Kommt mir gerade in den Sinn. So, weißt du? Ja, voll. Also du landest ja wie und dann tun sie schon querstellen. Ich glaube, die haben auch andere Ski als ich gehabt. Also ja. Jedenfalls sehr, sehr grosser Respekt an alle, die diesen Sport machen. Und einfach crazy, so, wenn ihr das, ich finde auch einfach mal ein Shoutout und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, macht. So, es ist irgendwie schon noch crazy, um einfach mal so ein bisschen sich getrauen, das zu machen. Kann man übrigens in Einsiedeln, glaube einfach mal, ich weiß nicht genau, was man da machen muss, kann man aber glaube schon buchen irgendwie. Gut schon. Probiert es aus, wenn ihr wollt, mal spüren, wie wahnsinnig der Sport ist. Sehr cool. Ich freue mich, die Videos anzuschauen. Voll. Bin gespannt. Kann ich empfehlen. Ich glaube, nächstes Mal gibt es etwas, wo du nicht in die Höhe musst. Das wäre cool. Ja, das hast du wirklich... Sorry. Das ist ein bisschen, vor allem Iver einfach nie. Weißt du, Höhenangst, Iver nie. Nie. Ich habe manchmal schon so Stege, wo so die Gitter, die so löcherig sind. Kriege ich nein, dann wäre das nicht für dich. Fernsehen. Aber ich habe etwas, was etwas für dich wäre. So, also, oder hast du noch etwas zum Hinzufügen? Oder haben wir da so einen schönen Abschluss? Nein, ich würde sagen, jetzt haben wir gerade eine schöne Überleitung. So, du wirst mir nie das und das geben oder du wirst nie das und das machen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch auf zu der nächsten Aufgabe, die du musst bewältigen in der nächsten Folge. Oder bis zur nächsten Folge. Ja. Bist du bereit? Ich habe jetzt gedacht, ich steppe jetzt auch mal ein bisschen ab. Ich tue jetzt auch mal ein bisschen Challenge, ein bisschen aufschrauben, oder? Mit Jagen und so ein bisschen im Wald rumliegen. Haben wir jetzt probiert. Und jetzt kannst du auch mal irgendeinen Sport. Nein, kein Sport. Und zwar, ich bin ja wahnsinnig grosser Fan von Felix Lobrecht. Finde ich einen unglaublich spannenden Typ. Er hört auch unseren Podcast. Richtig. Hey, Grüße gehen raus, Felix. Schön, hörst du zu. Genau, er ist Stand-up-Comedian und ich finde, das ist einfach, da sehe ich dich jetzt noch nicht so. Aber ich glaube, du könntest da sicher Fuß fassen und auch mal ein bisschen über die Schatten springen und einfach mal einen Stand-up-Auftritt anlegen. Machst du jetzt nie? Doch, das gibt es. In Stand-up-Comedy gibt es Open Mics. Bereitest mal ein paar Witze vor, schreibst du ein paar auf. So, hallo, ich bin die lustige Anja. Du kannst auch Schweizerdeutsch wahrscheinlich, gibt es sicher auch. Dann erzähl mal einen Witz, Anja. Nein, ich erzähle doch keinen Witz. Aber ich finde mich schon lustig. Aber ich bin nicht so Stand-up. Eben, vielleicht
Vielleicht ist das eben ein unentdecktes Talent und du würdest es ja nie machen sonst, da gibst du mir recht, oder? Nein! Eben. Nein, logisch, nein! Darum- Ich bin auch schon schauen, Stand-up, und wenn ich im Publikum bin, denke ich immer so, sag nicht zu mir, weil sie aber so ansprechen. Kannst du auch mal ein bisschen Crowdworken, oder? Aber da findest du sicher irgendjemanden, der dich begleitet, der dir die ganze Technik mit den Witz und so ein bisschen beibringt und dann kommt das gut. Dann vielleicht wirst du ja dann noch, vielleicht gefällt es dir, wirst du vielleicht Stand-up-Comedian. Weil könnte ja sein. Aber du bist schon eine Lustige. Also halt auch anders. Ich finde mich einfach lustig. Nicht das längt. Jetzt musst du das Zeug nur noch aufschreiben, dann machst du einen Stand-up-Auftritt und ich bin gespannt, wie es dir gegangen ist. Vielleicht komme ich auch zuschauen. Komm zuschauen. Ist gut. Ich klatsche dann. Anja! Ja. Ich freue mich. Du freust dich auch? Ja, da freue ich mich jetzt. Also, mal schauen, gibt es eine gewisse Zeit? Hey, ich überlasse es dir. Meine Challenge oder meine Aufgabe, Herausforderung an dich ist einfach ein Stand-up-Auftritt. Wie lange das ist, wie fest du dir vorbereitest, das überlasse ich alles dir. Ich würde dir gerne einfach auf der Bühne einen Witz erzählen. Ich komme ins Publikum und ich klatsche. Und ich lache vielleicht auch. Die Vorstellung ist einfach jetzt schon lustig, ne? Kannst du noch? Ja, ich sehe dich schon noch. Also ich meine, hallo, ich bin Anja. Ich bin seit 26 Jahren vorhanden. Ich weiss nicht, was du denn sagst. Ich freue mich. Ja, willst du doch noch einen Witz erzählen als Abschluss, vielleicht als Teaser? Nein. Sehen wir dann in der nächsten Folge, wie Anja ihre Witze erzählt. Genau. Also den würde ich hören, die Folge. Die Folge wird grandios. Die Folge wird auch vor allem witzig, oder? Weil es geht ja um Jokes, es geht um Stand-up, es wird absolut Legende. Heute war es ein bisschen ernst, aber sehr spannend. Mega cool ernst. Mal wirklich, ja, doch, aber sehr spannend. Skispringen, check. Als nächstes Stand-up-Comedy. Bleibt dran, Leute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Anja. Machst du das? Und danke, hast du mir die tolle Aufgabe gegeben. Ich kann wieder mal tolle Erfahrungen machen. Du, bin auch gespannt. Freue mich. Ciao. Tschüss mit euch.